Herzlich willkommen hier in der Zionshalle, auch im Livestream. Wir wollen miteinander zuerst stille werden und beten. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du hier gegenwärtig bist. Du sagst in deinem Wort, da wo 2 oder 3 zusammen sind, in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Du wohnst in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und du gibst uns eine ganz spezielle Verheißung, wo 2 oder 3 eins werden, worum sie bitten. Es soll ihnen werden. Danke aus tiefstem Herzen. So übernimm nun diesen Gottesdienst über diese Bibel- und Gebetsstunde. Füll ihn aus, mach dich groß, nimm du die Ehre. Wir preisen dich und wir danken dir dafür. Amen. Wir kommen heute zu 2. Korinther 7, Vers 5 bis 7. Und ich habe die ganzen Bibeltext, Vers für Vers, alle Bibelverse habe ich auch hier wieder auf dem Beamer. Und ich gehe heute ganz nach der neuen Genfer Übersetzung. Wir wollen miteinander das lesen, 2. Korinther 7, Vers 5 bis 7. Da heißt es, zunächst nämlich fanden wir, schwach wie wir sind, auch dann keine Ruhe, als wir nach Mazedonien kamen. Im Gegenteil, wir gerieten von allen Seiten unter Druck. Nach außen hin mussten wir uns gegen Angriffe wehren. Und in unserem Inneren wurden wir von Sorgen und Befürchtungen umgetrieben. Doch Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet und ermutigt, hat uns durch die Ankunft von Titus neuen Mut gegeben. Und nicht nur seine Ankunft als solche, sondern auch dadurch, dass die Begegnung mit euch ihn so ermutigt hat. Er hat uns nämlich berichtet, wie sehr ihr euch nach uns sehnt, wie leid euch das Vorgefallene tut und wie entschieden ihr euch für mich einsetzt. Das alles hat meine Freude noch viel größer gemacht. Nun, was sind die Hintergründe, dass hier der Apostel Paulus das so erzählt? Wir haben gelesen hier, denn als wir nach Mazedonien kamen, das heißt, der Paulus, er war auf der Reise. Es ist die 3. Missionsreise. Er war in Ephesus gewesen. In Ephesus hat er 2 Jahre lang gedient. Das können wir nachlesen in Apostelgeschichte 19. Und dort in Ephesus hat er alles daran gesetzt, dass diese Gemeinde in Ephesus wächst, geistlich stabil wird. Und er hatte das getan unter dem Einsatz seiner ganzen Kraft, unter dem Einsatz seines ganzen Herzens. Und der Dienst in Ephesus vom Apostel Paulus war so, ich sollte mal sagen, gesegnet, dass sich viele Menschen zu Jesus Christus bekehrten. Und diese Bekehrungen waren echt und klar, weil diese Menschen in Ephesus haben dann das getan, sie haben sich getrennt von allem, was sie an das alte Leben erinnert. Heute wären das vielleicht verschiedene Dinge getrennt vom Fernsehen oder von Filmen oder von Sachen im Internet. Auf alle Fälle, die haben sich getrennt und dann tun sie Folgendes. Apostelgeschichte 19, Vers 19, da heißt es, zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Und damals war 1 Silberdrachmen der Lohn eines Arbeiters pro Tag. Das heißt also 50.000 Tagessätze eines normalen Arbeiters. Nehmen wir mal an, ein Arbeiter arbeitet als Automechaniker, als Schreiner, Tischler und so weiter, dann könnte man das so hochrechnen, das war also ein Gegenwert von ungefähr 12,5 Millionen Schweizer Franken. So viel Geld wurde da zusammengebracht, auf einen Haufen getan und angezündet. Sie haben das verbrannt. Heute käme die Altertumsbehörde, würde sagen, das ist eine Riesenkatastrophe. Die haben sich ganz klar getrennt von allem, was Götzendienst ist. Alles, was sie an den alten Lebensstil erinnert. Und dieser geistliche Aufbruch in Ephesus war so stark, dass das zu einem Zusammenbruch der Wirtschaft in Ephesus führte.
Weil Ephesus war unter anderem auch sehr führend in der Herstellung von gewissen Bildern, die Bilder der Diana, also Götzenbilder, das gab es aus Bilder, sie gab es aus Silber und so weiter. Und einer, der von diesem Handel sehr stark profitierte, war der Demetrius. Können Sie nachlesen, auch zu Hause, in Apostelgeschichte 19, Vers 23 und fortfolgend. Und dieses gab richtiggehend ein Crash und dieser Demetrius sah, wie sein Gewinn davonschwamm. Das heißt, plötzlich hatte der viel weniger Einnahmen, seine Angestellten konnten vielleicht die Rechnungen nicht mehr bezahlen und so weiter. Und aufgrund dessen gab es schlussendlich eine riesengroße Massenhysterie. Also die wurden aufgestachelt, das Volk wurde aufgestachelt, das Volk wurde so aufgestachelt, dass es schlussendlich zu einer Massenraserei kam in Ephesus. Und schlussendlich fürchteten die Leute um den Apostel Paulus, fürchteten um das Leben des Apostels. Weil der Apostel wollte sich dieser rasenden Menge stellen, erklären und so weiter. Und seine Freunde haben ihn zurückgehalten, weil sie gedacht haben, wenn der da in diese Menge reinkommt, ist er seines Lebens nicht mehr sicher. Das waren die Hintergründe, wo der Apostel Paulus sich dann auf den Weg macht. Paulus sieht seine Zeit gekommen. Er verlässt Ephesus, macht sich auf die Reise und zieht dann von Ephesus kommend nach Mazedonien. Und in Mazedonien angekommen, lesen wir Folgendes. Zunächst nämlich fanden wir, schwach wie wir sind, auch dann keine Ruhe, als wir nach Mazedonien kamen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Paulus 2 Jahre lang in Ephesus Tag und Nacht gearbeitet. Dass er Tag und Nacht gearbeitet hat, können wir nachlesen in 2. Korinther 11 ab Vers 28 und auch die anderen Verse. Also er hat Tag und Nacht gearbeitet, intensivst hat er sich bemüht, Bekehrungen hatten stattgefunden, er hat Wunderbares erlebt mit dem Herrn Jesus, aber gleichzeitig auch abgrundtiefen Hass, Verfolgung. Und schließlich entkommt er ganz knapp mit dem Leben einer hysterischen Menschenmenge. Und jetzt kommt er nach Mazedonien. Wenn ich 2 Jahre arbeite, 2 Jahre Tag und Nacht mich abmühe, 2 Jahre auch Not habe, Freuden erlebe, Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, aber auch Jubel, dann denke ich, habe ich ganz sicher mal Urlaub verdient. Der Apostel Paulus, er kommt nach Mazedonien und da könnte man meinen, jetzt ist die Zeit der Ruhe gekommen, endlich aufatmen, endlich mal einen Gang zurückschalten. Aber, was sagt er? 2. Korinther 7, Vers 5. Zunächst nämlich fanden wir, schwach wie wir sind, und der Apostel Paulus, man nimmt an, er war vom Körper her eher klein gebaut, durch die verschiedenen Verfolgungen und Martyrien, die er erlitten hatte, auch wahrscheinlich entstellt, körperlich schwach. Und jetzt kommt er nach Mazedonien und er findet weder Ruhe noch Entspannung. Nein, er muss sagen, in 2. Korinther 7, Vers 5b, wir haben jetzt gelesen, 2. Korinther 7, Vers 5a. Zunächst nämlich fanden wir, schwach wie wir sind, auch dann keine Ruhe, als wir nach Mazedonien kamen. Und dann sagt er, im gleichen Vers, im 2. Abschnitt, sagt er, im Gegenteil, wir gerieten von allen Seiten unter Druck. Nach außen hin mussten wir uns gegen Angriffe wehren. Wie diese Angriffe ausgesehen haben in Mazedonien, wissen wir nicht. Aber wenn der Apostel Paulus das sagt, und er war schon einiges gewohnt, Schiffbruch, Auspeitschungen, geschlagen mit Ruten, und er sagt, im Gegenteil, wir kommen aus Ephesus, da sind wir knapp dem Leben entronnen, also dem Tod entronnen, besser gesagt. Wir kommen jetzt nach Mazedonien und dann erleben wir gerieten von allen Seiten unter Druck. Nach außen hin mussten wir uns gegen Angriffe wehren. Also das heißt, Paulus, er kommt vom Regen, kommt er in die Traufe. Also es wird nur noch schlimmer. Das ist ein altes Wort, Sprichwort. Ich weiß nicht, ob die einen das noch kennen, die ältere Generation wahrscheinlich schon, aber die jüngere Generation wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, vom Schlechten wurde es noch schlechter. Anstelle, dass es besser wird, wird alles nur noch schlimmer. Wenn mir das passieren würde, oder wenn dir das passiert,
Was würdest du denken? Wenn du auf diese Umstände schauen würdest, dich vom äußeren Druck bestimmen, Paulus wäre, wenn er sich von alledem hätte beeinflussen lassen, wäre er wahrscheinlich in tiefste Depression gesunken. Er sagt gleich noch weiter, in Vers 5, sagt er, und in unserem Inneren wurden wir von Sorgen und Befürchtungen umhergetrieben. Was das für Sorgen und Befürchtungen waren, ich weiß es nicht. War es zu wenig Essen? War es ein Mangel an Schlafplatz? War es auch die Not für die Gemeinde in Ephesus oder in Korinth? Keine Ahnung. Es waren ganz verschiedene Dinge, die ihn umhergetrieben haben. All diese Umstände können einem sehr schnell auffressen. All diese Umstände können einem vor lauter Sorge erdrücken, können einen zermürben und die negativen Umstände können einem fix und fertig machen, wenn man zu fest auf diese Sorgen und Befürchtungen eingeht. Und wenn das Paulus getan hätte, ich glaube, er wäre unfähig gewesen zum Dienst. Nun, Paulus erkannte Nöte, Paulus erkannte Niedergeschlagenheit, Paulus erkannte Traurigkeit. Als er auf dem Weg war nach Rom, das lesen wir ganz am Schluss von der Apostelgeschichte, da fasste er Mut, als er die Brüder sah, ihm entgegenkommen. Paulus kannte diese menschlichen Schwachheiten. Paulus sagt im nächsten Vers, und es zeigt uns, dass Paulus auch in der Gefahr stand, niedergeschlagen zu sein. Er sagt nämlich in Vers 6a, sagt er, doch Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet und ermutigt, das heißt, der große Apostel Paulus, wir denken immer, dieser große Apostel Paulus, der ging von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, aber er selber war auch immer in der Gefahr, niedergeschlagen zu sein. Denn er sagt, doch Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet. Das heißt, Paulus bezieht sich das auch auf sich und sein ganzes Team. Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet und ermutigt. Das Schöne ist, der lebendige Gott erkennt unsere menschlichen Schwachheiten. Und der Apostel Paulus kennt diesen wunderbaren, lebendigen Gott. Denn er sagt an einer anderen Bibelstelle, in Römer Kapitel 15, redet er von dem Gott des Trostes. In Römer 15, Vers 5, auch wieder nach der neuen Genfer Übersetzung, da sagt der Apostel Paulus Folgendes. Und eine andere Übersetzung sagt hier zu diesem Bibelvers, denn der Gott, von dem alles Trost kommt, oder der Gott alles Trostes, und hier neue Genfer Übersetzung sagt, denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Also Paulus, er hatte Nöte, er hatte Schwierigkeiten, er ging durch Niedergeschlagenheiten und Traurigkeiten, aber er sagt halt, ich halte mich an den einen Gott, denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Paulus, er sieht die Umstände, er erkennt die Nöte, er weiß um die Sorgen, aber er kennt noch jemanden, der viel, viel größer ist. Er kennt den Gott des Trostes. Paulus kennt seinen Schöpfer. Paulus kennt seinen himmlischen Vater. Er weiß, dass dieser lebendige Gott im Himmel, der den Paulus gemacht hat, der den Paulus auserwählt hat als Werkzeug, der dich auserwählt hat in seine Nachfolge, er kennt deine ganz persönlichen Begrenzungen. Er kennt deinen Charakter. Er hat dich geschaffen. Er weiß um dein Wesen. Und dieser Gott, von dem Paulus redet, ist auch dein persönlicher Gott, wenn du sein Kind bist. Und deswegen sagt uns die Bibel auch, dass bei diesem Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Und auch das darf Paulus erfahren, trotz der widrigen Umstände.
Und das Schöne ist, dieser Gott, der uns so genau kennt, der genau weiß, was wir brauchen, der unsere Seelen kennt, unsere Nöte, unsere Ängste, unsere Befürchtungen, unsere charakterlichen Schwächen, unsere körperlichen Begrenzungen. Dieser Gott, er weiß auch, wann wir Hilfe brauchen, wann wir auf Hilfe angewiesen sind. Er ist der Gott der Zuflucht. Er ist der Gott des Schutzes. Er ist der in Zeiten der Not uns Hilfe schenkt, und zwar mehr als genug. Und so darf Paulus in seiner notvollen Situation Folgendes erfahren. Denn der Paulus geht weiter und sagt dann, in 2. Korinther 7, Vers 6b, sagt er, doch Gott, er hat uns durch die Ankunft von Titus neuen Mut gegeben. Fantastisch finde ich das. Hier ist ein Paulus, niedergeschlagen, traurig, von Sorgen geplagt. Er kennt den lebendigen Gott, er weiß, dass dieser Gott nie zu spät kommt, sondern immer im richtigen Moment. Und dieser Paulus erfasst Mut, weil Gott ihm eine Hilfe schickt. Und es gibt eine Stelle, die haben wir auch letzten Sonntag erwähnt, wo es heißt, ich will eine Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Paulus erfasst Mut, weil ihm Titus entgegenkommt. Noch einmal, Paulus war ein ganz normaler Mensch. Druck ging nicht einfach spurlos an ihm vorbei. Die Nachstellungen über all die Jahre in seinem Dienst, die hatten seine Spuren hinterlassen. Ich kann mich sehr gut erinnern, vor vielen Jahren, da war auch einmal Richard Wurmbrand hier auf der Kanzel und hat gepredigt. Und da ist er hochgegangen und hatte keine Schuhe an. Und hat er uns gesagt, er kann, seitdem er in Rumänien in Gefangenschaft war und gequält wurde, kann er keine Schuhe mehr tragen, weil die Schuhe drücken ihm so, schmerzen ihn so, dass er nur noch gehen kann ohne Schuhe. Ich denke, der Apostel Paulus, der hat Ähnliches durchgemacht. Gott weiß, was wir brauchen. Und da kann ich sehr gut verstehen, dass ein Apostel Paulus den Mut verlässt. Und es ist ja so, wenn Menschen leiden, wenn die Psyche leidet, wenn Schmerzen da sind, dann kann man auch sehr schnell niedergeschlagen sein. Und deswegen schickt Gott im richtigen Moment dem Paulus den Titus. Und genauso darfst auch du erfahren und erleben, wenn du dich einfach an den Herrn Jesus hältst, in aller Schwachheit, dass der Herr Jesus zum richtigen Zeitpunkt dir die Hilfe schickt, den Titus oder einen anderen Bruder, eine andere Schwester, um neuen Mut zu fassen. Und der Apostel Paulus bekommt durch die Ankunft des Titus ganz neuen Mut. Wir haben im Lied gesungen, gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Wir brauchen einander, ohne das geht es nicht. Wir alle sind auf Ermutigung angewiesen. Egal wer wir sind, wie wir heißen, welches geistliche Amt wir bekleiden. Wir brauchen alle Ermutigung, wir brauchen alle Trost, wir brauchen alle Zuspruch, wir brauchen alle Ermutigung. Und so kommt der Apostel Paulus auf seine Reise, Dienstreise. Er kommt nach Mazedonien, er ist niedergeschlagen und dann kommt ihm der Titus entgegen und der Paulus wird getröstet, fasst neuen Mut. Diese Begegnung richtet den Paulus wieder auf, erfreut und stärkt ihn. Was für ein Geschenk, wenn wir Geschwister haben, die uns trösten und stärken. Und zu diesem Dienst sind wir alle berufen. Jeder Einzelne. Du bist berufen, ein Titus an deinen Bruder, an deine Schwester zu sein. Sei das durch einen Krankenbesuch, einen Telefonanruf der Ermutigung, ein Bibelvers. Heute geht es ja so einfach. Ich schicke immer wieder mal Bibelverse an Leute, von denen ich weiß, dass sie Ermutigung brauchen. Oder ein Blumenstrauß vor die Haustüre, ganz anonym, spielt keine Rolle. Ein liebendes Wort, ein aufrichtiges Gebet, komm, wir beten miteinander. Das kann auch am Telefon geschehen. Einen lieben Brief, ein Gruß aus der Heimat. Interessant ist Folgendes, in Matthäus 25, da lesen wir,
Wir wollen das miteinander aufschlagen. Da sagt der Herr Jesus Folgendes: Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Ich sage euch, und jetzt geht es geht hier nicht um irgendjemanden, sondern um die Brüder, um die Schwestern, um die im Glauben stehen. Er sagt, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Was tun wir? Sind wir solche Titusse, die einem Apostel Paulus entgegenkommen? Sind wir solche Titusse, die einer Schwester, einem Bruder begegnen, und zwar segnend, helfend, ermutigend, stärkend? Wir würden vielleicht denken, dass der Herr Jesus sagen würde, wunderbar, du hast so viel gebetet, aber das kommt hier nicht vor. Wir würden vielleicht denken, wunderbar, du hast herrlich gepredigt, aber das kommt hier nicht vor. Der Herr Jesus sagt, was ihr für einen meiner Brüder getan habt, tätige Nächstenliebe innerhalb der Gemeinde Jesu, innerhalb deiner Schwester, deiner Bruder. Und interessant ist, der Jakobus, er sagt genau das Gleiche. Ich sage nicht, dass Predigen nicht notwendig ist, dass die Wortverkündigung nicht notwendig ist, aber wir müssen viel mehr das tun, was ein Titus getan hat. Einen Paulus ermutigen, eine Schwester stärken. Und der Jakobus, er sagt Folgendes, Jakobus 1,27, echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sie vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. Also das eine ein heiliger Lebensstil und barmherzige, liebende Tätigkeit innerhalb der Gemeinde Jesu. Die Bibel sagt uns, dass echter Glaube wird immer zur Tat. Eine solche Tat war es nämlich, die den Apostel Paulus aufrichtete, stärkte, tröstete und ihm wieder ganz neuen Mut gab in seinem Dienst. Was tun wir praktisch, um unsere Glaubensgeschwister zu stärken, um unsere Gemeindemitglieder zu ermutigen, um unsere Missionare zu unterstützen? Gestern haben wir Rosme und Eberhard Hanisch verabschiedet auf dem Flughafen. Ich war ein wenig traurig. Es waren nur 2 Leute da von unserer Gemeinde. Was müssen wohl unsere Missionare denken, wenn sie so ein Engagement sehen von der Gemeinde, die hinter ihnen steht? Der Apostel Paulus, er wird ermutigt. Er wird ermutigt durch das, dass der Titus auf ihn zukommt. Und der Titus ist jemand, der sogar noch etwas zu sagen hat, eine gute Botschaft zu überbringen. Er sagt nämlich in 2. Korinther 7, Vers 7, und nicht nur durch seine Ankunft als solche, sondern auch dadurch, dass die Begegnung mit euch ihn so ermutigt hat. Also der Titus kommt dem Paulus entgegen. Allein schon diese Begegnung ermutigt den Paulus. Und dann ermutigt der Paulus noch etwas mehr, nämlich das, was der Titus zu erzählen hat. Denn Titus hat eine Freudenbotschaft. Oder Freudenboten sind immer etwas Herrliches. Menschen, die etwas Wunderschönes zu erzählen haben, die liebe ich. Klar, die anderen auch. Aber ich habe lieber die Ersteren. Und Freudenboten hat man früher gekrönt und schlechte Boten hat man früher geköpft. Also macht man heute nicht, zum Glück. Ja? Aber der Titus ist solch ein Freudebote und hat etwas zu erzählen. Und er sagt Folgendes. Wir kommen zum nächsten Vers. Dann sagt er nämlich, 2. Korinther 7, Vers 7b, sagt er hat uns nämlich berichtet, wie sehr ihr euch nach uns sehnt, wie leid euch das Vorgefallene tut und wie entschieden ihr euch für mich einsetzt. Das alles hat meine Freude noch viel größer gemacht. Also der Titus, er kommt und er erzählt dem Paulus, der niedergeschlagen ist, der von Ephesus nach Mazedonien kam, der Not hatte. Er kommt und erzählt ihm Folgendes. Schau einmal, die Korinther haben sauberen Tisch gemacht.
Die Korinther haben sich entschieden, mit Jesus unterwegs zu sein. Oder der Paulus, er hat ja den Korinthern einen Brief geschrieben, einen sogenannten Tränenbrief. Und in diesem Tränenbrief, wir lesen das in 2. Korinther 2, Vers 4. 2. Korinther 2, Vers 4 wird dieser Tränenbrief wird uns gezeigt. Also der Tränenbrief ist nicht mehr vorhanden, der ist verloren gegangen. Aber der Apostel Paulus tut ihn erwähnen. Er sagt Folgendes: Im Übrigen schreibe ich euch voller Ängste und unter vielen Tränen. Also schrieb ich euch voller Ängste und unter vielen Tränen. Und es war mir dabei schwer ums Herz. Aber ich hatte nicht die Absicht, euch weh zu tun. Im Gegenteil, ich wollte, dass ihr erkennt, wie überaus groß meine Liebe gerade euch gegenüber ist. Also der Apostel Paulus, er musste den Korinthern einen Brief schreiben. Und er sagt hier, es fiel mir schwer in meinem Herzen. Niemandem fällt es leicht, jemanden, wo man sieht, dass er falsche Wege geht, dass er in Sünde lebt. Ein Geschwister im Herrn, wo man sieht, der bringt dem Herrn Unehre, diesen zurechtzuweisen. Und genau das musste Paulus tun. Er musste die Korinther zurechtweisen, ihnen sagen, Leute, das, was ihr tut, ist nicht richtig. Und deswegen schreibt er, im Übrigen schrieb ich euch voller Ängste und unter vielen Tränen. Und es war mir dabei schwer ums Herz. Aber ich hatte nicht die Absicht, euch weh zu tun. Im Gegenteil, ich wollte, dass ihr erkennt, wie überaus groß meine Liebe gerade euch gegenüber ist. Jemand, der echt liebt, hat auch den Mut und die Courage, mal etwas Unangenehmes in Liebe zu sagen. Und genau das hat Paulus getan. Er hat den Korinther gesagt, ihr lieben Korinther, in eurer Gemeinde, da läuft einiges nicht so richtig. Ihr lieben Korinther, da sind Leute in euren Reihen, die bringen dem Herrn Jesus Unehre. Die bringen die Sünde in die Gemeinde hinein. All das hat den Paulus bewegt. Und der Paulus erringt, er hofft, er betet. Könnt ihr euch diesen Druck vorstellen, unter dem Paulus stand, geflohen aus Ephesus, nach Mazedonien kommend, unter Druck stehend, Schmerzen im Körper und dann die Anspannung um die Gemeinde in Korinth, wo er nicht weiß, wie sich die entwickelt. Das sind alles nervliche Anspannungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Apostel Paulus wenig geschlafen hat, weil die nervliche Anspannung, die körperliche Belastung einfach so groß war. Und dann kommt der Titus ihm entgegen und allein schon der Anblick des Titus hat den Paulus ermutigt und dann fängt der Titus an zu erzählen, schau einmal Paulus, dein Brief, den du geschrieben hast, dieser Tränenbrief, hat Frucht gebracht. Die Korinther sind auf dieses Schreiben eingegangen. Die haben die Zurechtweisung positiv angenommen. Sie haben ein offenes Ohr und noch viel mehr, sie haben ein offenes Herz. Der Heilige Geist konnte in ihren Herzen eine Umkehr machen. Und das ist die größte Freudenbotschaft für den Apostel Paulus. Denn der Apostel Paulus, er schreibt, ihr seid doch meine geliebten Kinder. Und wenn Kinder weggehen, falsche Wege gehen, wessen Herz blutet am meisten? Es blutet immer das Herz der Eltern. Und der Apostel Paulus ist der geistliche Vater der Kinder, der geistlichen Kinder in Korinth. Und jetzt haben sich diese Korinther entschieden, wieder einen sauberen, klaren Weg mit Jesus zu gehen. Die Korinther haben gesagt, ja, wir wollen die Sünde lassen. Wir wollen uns wieder ganz neu dem Herrn Jesus zuwenden. Wir wollen wieder brennend sein im Heiligen Geist. Gibt es etwas Schöneres? Und deswegen schließt dann der Apostel Paulus und er sagt, das alles hat meine Freude noch viel größer gemacht. Und wisst ihr, da jubelt einem das Herz. Wenn Menschen ganz klar sich entscheiden, wir wollen ganz entschieden mit Jesus gehen, da lohnt sich jeder Einsatz, da lohnt sich jede schlaflose Nacht, da lohnt sich die Schmerzen, die man hat, denn die Freude ist noch viel größer, wenn Menschen klare Sache machen mit Jesus. Und das war die Freude des Apostels Paulus. Und ich hoffe, dass es auch Ihre Freude sein darf. Amen.